Super Mario Sunshine. Wir wollen in der heutigen Episode die letzte rote Münze da oben kriegen, plus noch die blaue Münze da oben. Und wir haben es gerade in der letzten Folge getestet. Wenn ich hier bis nach vorne springe mit dem Raketenaufsatz, komme ich eigentlich ziemlich gut hin. Genauso. Ach, der Stern, die Insignie ist da, alles klar. So. Sondern noch die blaue Münze hier oben, vielleicht sogar die letzte, da bin ich nicht ganz so sicher. In der Welt. Wir haben eh schon wieder relativ viel. Okay, das war jetzt mega fail. Schade. So. Fast. Noch kurz auffrischen. Was? Okay. Und es ist getan. 30 Insignien der Sonne. Ach, 30 finde ich immer so eine schöne Zahl. Vor allem müssen wir jetzt ein Viertel von allen Insignien im Spiel bereits haben, die es gibt. Nach wie vor passiert nichts, ist aber eigentlich auch soweit in Ordnung. Müsste aber sogar so sein. Was noch ein bisschen fail ist mittlerweile, mir fehlen hier noch 2 Raketenaufsätze, obwohl wir sie in den anderen Welten bereits haben. Ich würde sagen, wir machen es mal auf, diese Aufsätze freizuspielen. Es war sogar so, wenn man den ersten hat, kommt der zweite relativ schnell nach. Und damit überhaupt der erste überhaupt freischalten kann, muss er wieder zurück in den Park. Gut, vielleicht unbedingt so, Mario. Wieso man uns hier hinballert, ich habe keinen Plan. Was sich Mario dabei denkt. Park of Fortuna, also Geheimnis der Strandkanone. Das war hier die Welt, wo wir noch mit Dingsbums zu tun hatten. Mit Robo Bowser und wo uns Bowser Jr. sich als Gegner offenbart hat. Alter. Was für ein Kacklärm hier. Ich habe meinen Platz eingenommen und fliegen diese Granate überall. Bitte, du musst mir helfen. Bin schon dabei. Die Sonnenblumen. Wie geht's auch so? Hey Kumpel, komm raus. Monty, du schon wieder? Oh, scheiße. Was war das gerade? Was zum... Monty, hör auf mit der Scheiße. Du bist doch ein braver Monty. Tja, willkommen beim Geheimnis der Strandkanone. Oh nein, das war so eine Welt. Bitte was relativ Einfaches. Ihr sagt einfach. Okay, doch, ist eigentlich einfach. Wenn ein bisschen gutes Auge, Gespür und so weiter beweist. Was bringen uns die Kisten hier? Hä? Eigentlich sind Münzen gleich Heilung. Okay, das Leben macht schon mehr Sinn, aber die Münze macht irgendwie keinen Sinn. Das ist dafür, wenn ich runterfallen würde, oder? Die Plattmacher bringt nicht viel, da kommt direkt wieder neue nach.
Da hinten ist auch nichts. Gab's auch schon mal. Oh. Leider keine Münze. Ja, du musst hoch. Ja, ich habe schon gesehen. Wow. Das sind die Dinger gewesen. Ah, ich hab die gehasst. Genau deswegen. Gut, ich krieg zwar keinen Schaden, solange ich plötzlich aus der Welt rausfliege. Was? Warum? Ich hab in die andere Richtung. Ich habe in eine andere Richtung gelenkt, wollte ich eigentlich sagen. Oh Mann. Ja, das kann ein bisschen dauern, Freunde. Gut, das ist eigentlich relativ simpel. Konzentration. Das Leben war relativ egal, weil, ja, klar, Leben mehr wäre generell schon cool, aber das ist natürlich viel wichtiger, dass wir das Level abschließen können. Beziehungsweise die Mission erstmal. Piazza Delfino. So, das war Mission Nummer 2 oder Kapitel 2 oder whatever. Mal schauen, was bei Kapitel 3 zu tun ist. Rote Dukaten im Piratenschiff. Ah, oh, nein, warte. Das war, glaube ich, ein ziemlich übles Level. Natürlich sind die Münzen gemeint, rote Dukaten, aber... Ich glaube, es war ziemlich übel. Ja. Die Welt habe ich ein bisschen gehasst. Oder sonst Schiffe lieber, aber das war ein bisschen... Noch eine blaue Münze abstauben. Da haben wir noch was. Warte mal, kann man die eigentlich platt machen? Ich glaube, während der Panzer weg ist, oder? Ja, wenn man es ein bisschen anders machen würde als ich, dann schon. Ich weiß, wo es ist. Das andere Kreuz. Warte mal, so wäre ich glaube ich schneller, war. Ja, so geht's besser, okay. Kurz abwarten, bis Münze weg ist. Also noch ein paar blaue Vögel. Alter, überall in der ganzen Welt die blaue Vögel zu suchen, das wird ein Spaß. Was? So. Hätten wir auch diese Münze. Bin nicht ganz sicher, ob das irgendwie auch eine Gegenseite... Ah, es gibt auch immer eine gegenseitige Münze. Okay. Das muss natürlich nicht. Okay, dann muss ich in gewissen Welt wieder zurückgehen. Nein! Ah, Mist. Ein Fehlsprung zu viel. Okay, gut. Aber ist gut zu wissen, dass eigentlich überall, wo noch ein X ist, noch was zu tun. Gut, oder generell ein Zeichen.
Verschwindet 3 Anlauf, bis es sich überschlägt. Und? Das, vom Überschlagen will ich jetzt aber nichts wissen. Mario, halt doch bitte fest. Dankeschön. Vielleicht kriege ich gewisse rote Münzen hier oben einfacher auf. Aber in Schiffen selbst sind gar keine. Ah doch, da drüben. Ernsthaft? Ach, Mario. Bis sich überschlägt. Okay, wenn es einmal überschlagen ist, ist es nachher gut oder was? Vor allem die Münzen, die gar nicht überall sind, nur auf den Schiffen. Da ist das Fiese dran. Wenn ich abrutsche, dass er dann nicht mal irgendwie fliegen kann oder so. Oder gleiten von mir aus. Hm? Ah, okay, machen wir einen Raketenauftrieb. Nein! Oh, ich glaube das nicht, hey. Obwohl! Man, so kommt man theoretisch auch wieder relativ leicht aufs Schiff rauf. Mann, Mario, kannst du bitte mal die Münze graben? Dankeschön. So, jetzt muss mal gucken. Jetzt habe ich hier nur noch ein paar Münzen gesehen. Kann man die eigentlich so loswerden? Jo, geht. Du, 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 du. Nein. Wow. Okay, falsche Richtung. Und so wird man die auch los. Du, 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 du. So, 3 Münzen sind es noch. Die anderen sind auf der anderen Seite. Würde irgendwie Sinn machen, wa? Alle op. Und da ist... Wie was jetzt passiert ist, ich habe mich zu sehr von der blauen Münze ablenken lassen. Bin 1 Millimeter zu weit verrutscht. Alter, ist das grausam. So, wie wir gerade gesehen haben. Theoretisch. Ja, funktioniert. Jetzt gehen wir mal ganz kurz das hier machen, wenn ich schon mal dabei bin. Weil hier rüberkommen ist einfacher, definitiv. So, Wie komme ich denn... War ein Raketenaufsatz dafür? Ich sehe ihn aber nirgends. Nö, oder? Okay. So geht's dann natürlich auch. Ah nee, auf der Seite wäre es... ich Trottel, auf der Seite hier.
Tja. Egal. Er ist ja knapp. Das hätte auch schief gehen können. So. Nicht ablenken lassen mit einer blauen Münze oder so. Das ist natürlich jetzt fies, weil jetzt wollte ich eigentlich die blaue Münze holen. Und ich würde mir den Arsch speisen, dass es nicht funktioniert. Egal, ich muss sowieso nochmal zurück. Und noch andere Münzen etc. holen. Insofern erst einmal diese Mission abschließen. Sehr schön. Jetzt sind wir schon mal 32. Und wieder abfeuern. Das ist Kur Nummer 4, der Untergang der Sonnenblumen. Yoshi Eier? Hey, ich dachte nicht, dass Yoshis böse sind, so viel steht fest. Dachte ich auch nicht, war mir jetzt auch neu. Hey Typ, gibt's mir vielleicht eine Sonnenbrille? Ich will so cool aussehen wie du. Liebe Sonne, oh, sie ist so hell. Hier, Kleiner, trag mal spezielle Sonnenbrille, sehr cool. Yeah, Mann, du bist gestylt. Spiel mir da, wenn du es nicht mehr benötigst. Danke. So schnell kann's gehen. Was in Isla Delfin auch schon so ist, glaub ich. Jetzt Baby, ich möchte die Sonnenblumen betrachten. Ja, die Yoshis haben irgendwie andere Dinger vor, kein Plan. Da bringt irgendwie nichts. Das sind keine Yoshis. Aua! Das sind böse Yoshis. Oh, was war das denn? Okay, warum das ausgerechnet der geholfen hat, kein Plan. Wer haben wir da geweckt? Mann, wie kalt im Wasser, wie fies ist das denn bitte? Ja, ich war's. Wow. Komm mir zu nahe, Mann. Ja, oh yeah, das war aber dringend nötig. Sehe ich auch so. Hey du. Waren die Körper hier? Ey, da sind ja Dinger drin. Blaue Münzen. Jetzt sind auf diese bösen Yoshis irgendwie unseren vor allem, auf den Sonnenblumen ihre Energie oder was? Ihre Nährstoffe. Hey Kumpel, hier bin ich. Oh, was sagen wir das? Ja, was sagen wir denn da? Kein Plan. So, der letzte Streich folgt sogleich. Wenn auch die große Blume wieder frisch und munter ist. Ja, hier bin ich. Was? Du bist Atem nehmen, wa? Sag mal. Was? So. Weil wir auch noch das Schildkrötenring so schnell wieder zurückdrehen können. Und sie ist uns dankbar. Sehr schön.
Und vielen Dank für diese tolle Insignie. Nummer 33. Geil, Mann. Oh mein Gott, der hat Yoshi. Und oben ist Ananas. Er hat Yoshi, Mann. Ich glaube. Aua. Kurznachrichten. Der geheimnisvolle Mützenmann wurde wieder entdeckt. Ja, ich würde sagen, wir holen noch ganz schnell Yoshi ab, wa? Und dass der Yoshi hat, nicht irgendwie. Egal. Was machst du mit Yoshi, Mann? Gib mir mein Yoshi! Ernsthaft? Kumpel, das kann ich schon länger. Wo ist er hin? Wo ist er? Ah, da. Sind wir schon auf uns wartet. So, rück Yoshi raus. Mist, war kurz auf Yoshi zu reiten. Daraus wird nichts. Yoshi hätte gerne Bananen, wenn wir auf Yoshi reiten können. Klingt zwar nicht so schlecht, aber ich hätte gerne erst ein paar Düsen. Wisst ihr, Freunde, ich würde gerne meine Düsen freischalten und so. Wenn er jetzt bei 33 kam, vielleicht. Also er kam nicht unbedingt wegen 33 Insignien, sondern kam, weil wir jetzt im Park bereits ein paar Insignien abgestaubt haben. Aber vielleicht taucht er jetzt in der Düse auf, weil ich glaube, es ging nachher relativ rasch voran. Wieder Yoshi? Wie oft will man Yoshi noch klauen? Jetzt ein Treffen gar nicht mehr. Aua! Bleib stehen, Mann! Du Eierdieb! Mist, war kurz auf Yoshi zu reiten. Hä? Okay, kann einfach Yoshi erst wieder klauen? Moment, dann gebe ich ihm mal kurz die Bananen und wir gucken nochmal. It's Yoshi time! Ja, es ist Yoshi time. Da. So. Er hat's gesnackt. Und nun? Lido Sirena, magische Mantas. Oh. Die nächste Welt. Vielleicht sogar schon die letzte Welt. Durchaus interessant. Wollen wir sagen, vielen Dank, Yoshi. Ich muss ja leider langsam aber sicher mal ein paar beenden. Also irgendwie auf eine Düse oder so etwas gehofft, aber okay. Ich will fortsetzen. Ja, aber ich will jetzt nochmal. Ich will ganz kurz was testen, wenn ich jetzt. Ich habe gesichert und so. Kurs verlassen. Taucht jetzt schon wieder auf mit Yoshi. Nö, jetzt hat die Düsen aufsetzen. Tun wir mal einen. Okay, Freunde, die holen uns in der nächsten Folge. Oder versuchen zumindest mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.